Zum kurdischen Neujahrsfest, dem höchsten kurdischen Fest, wünsche ich Ihnen hier aus dem Deutschen Bundestag als Mitglied der Freien Demokraten alles Gute und wünsche einen schönen Verlauf Ihrer Feier. Es ist schön, dass Sie Ihre Kultur und Ihre Tradition erhalten, obwohl natürlich auch Traditionen immer im Umbruch sind. Wir Deutschen laufen ja auch heute nicht mehr in Lederhosen rum, sondern sind anders gekleidet in Blue Jeans und Sweatshirts. Auch die Rolle der Frauen hat sich über die Jahre verändert und ich glaube auch, das ist ein wichtiger Schlüssel in der ganzen Entwicklung für die Menschheit, dass die Frauen gleichberechtigt leben können. Die Situation der Kurden ist weltweit besorgniserregend. Wir haben zum einen eine Unterdrückung in der Türkei, zum anderen jetzt auch einen völkerrechtswidrigen Einmarsch der Türkei in Syrien, genau in die kurdischen Gebiete. Wir haben aber auch Probleme im Iran und im Irak. Deshalb wünsche ich mir für das neue Jahr, das nun mit dem Fest beginnt, dass die Situation sich bessern möge und dass es gelingt, dass alle Völker dieser Welt friedlich miteinander leben können und auch ihre Eigenarten behalten können. Eben Freiheit in Selbstbestimmung. Ich wünsche mir, dass wir auch in Deutschland miteinander gut auskommen. Und da gilt es, die Flüchtlinge mit zu integrieren. Davon kamen ja auch einige aus dem Irak, aus Syrien mit kurdischen Wurzeln. Und da habe ich gesehen, wie viele sich engagiert haben aus der kurdischen Gemeinschaft bei der Flüchtlingsarbeit und geholfen haben, diesen Menschen einen neuen Weg aufzuzeigen. Für Ihr Fest nochmals alles Gute, machen Sie es gut, feiern Sie schön und beherzigen Sie den südbadischen Spruch: Leben und leben lassen.